Wir schreiben das Jahr 2021, wo sich zwei Typen entscheiden, eine Koop-Saison in F1 2021 zu starten. In dieser ersten Koop-Saison wurden Siege gefeiert, Niederlagen eingesteckt. Oh, und natürlich viele Unfälle gebaut. Oh mein Gott, du bist so ein Vollidiot, was siehst du wieder recht? Alter Mann, das war so unnötig jetzt gerade. So unnötig, wirklich. Aber wo du das letzte Mal gemacht hast, war auch unnötig. Retire jetzt müssen die Strecke Bullshit, das hat er nicht mal ein Disadvantage gebracht. Ah, Mink, ja, Ja, Mann. jetzt bin ich eh weg. Ja, super, ja, verdient, Alter. Ein legendärer Insider entstand. Tsuno da du verdammt ni huere Bride. Dann kam F1 2022. Mit großer Vorfreude starteten sie auch da in eine neue Koop-Saison rein. Jedoch mussten sie feststellen, dass das Spiel der allerletzte Dreck war. Keine neuen Videos kamen. Die Frage tauchte unter den Leuten auf, ob es je wieder eine neue Koop-Saison von Kasel und Schubs geben wird? Vielleicht in F1 2023? Nun, es wird Zeit, dass die Legenden des virtuellen Motorsports zurückkehren. We are back. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Koop-Season in F1 2023 mit dem Schubs, mit wem auch sonst. Wir haben ja schon in F1 2021 und auch schon im 2022 eine Koop-Season gemacht und viele von euch haben sich ja auch gewünscht, dass wir im 2023 wieder eine Koop-Season machen und das ist jetzt auch der Fall. Wir starten in eine Nigo-Nago neue Season rein und wie ihr schon bei mir gesehen starten wir schon gerade mit Mercedes, oder auch ich starte mit Mercedes, weil wir möchten jetzt mal ein bisschen anders an die Sache hergehen und nicht immer mit schwachen Teams starten, sondern gerade mal ein bisschen so in, ja, nicht gerade Top-Teams, aber doch ein bisschen konkurrenzfähige Teams. Und ich starte bei Mercedes, bei wem auch sonst. Mir wird immer vorgeworfen, ich wäre ein Mercedes-Fan, ich weiß zwar nicht wieso und warum. Ja, Alter! Boah! Let's fucking go! Let's go, Alter! Ich hab's dir gesagt! Fuck mal, Alter, ich hab's dir gesagt! Und der Schubs startet bei Ferrari. Eigentlich hätte er den Charles als Teammate haben, hat aber den Sainz ausgewählt. Und ich habe den Hamilton als Teammate. Und von der Strecke her, beziehungsweise von den Rennen, die wir werden fahren, wir starten jetzt hier in Bahrain, dann geht es weiter nach Australien, Aserbaidschan, Spanien, Kanada, Österreich, England, Ungarn, Belgien, Holland, Italien, Japan, Katar, USA, sprich das ist dann Texas, wo wir fahren, Brasilien und dann noch Abu Dhabi. Wir fahren 16 Rennen und ja, sind wir mal gespannt, was in dieser Season alles passiert, ob wir da wieder der ein oder andere Ausraster werden haben oder nicht. Also der Tsunoda, der wieder in die Quere kommt. Und ja, zu der Regel an sich, was wir alles so fahren oder beziehungsweise was wir eingestellt haben. Wir haben Simulationsschaden drin, wir haben streng, also Kurvenschneiden wird ein bisschen schwierig werden. Und was haben wir noch gesagt? Wir fahren kein Training mehr, sondern wir gehen gerade straight ins Qualifying rein. Weil wir brauchen eigentlich die Practice-Zeit nicht mehr so. Beziehungsweise ist es ein bisschen unnötig. Wir haben einfach das Pack von mir rausgenommen, dass wir gleich noch das Setup anpassen können, wenn es jetzt gleich nicht so gut wird laufen oder nicht so wird stimmen. Einfach als so ein bisschen Backup. Und ja, ich glaube, der Rest wird sich dann so während der Folge so selber ein bisschen erklären. Glaube ich, also gross muss ich da nichts mehr dazu sagen. Glaube ich, oder hast du noch irgendetwas, was wir unbedingt erwähnen müssen? Nö, alles gut, ich bin bereit. Gut. Das hat so getönt. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind das Practice gefahren. So wie schon angekündigt. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie das so wird mit dem Qualifying alles. Ich bin gespannt, wie der Mercedes läuft. R&Ds, by the way, haben wir jetzt auch noch ausgeschaltet, also wir machen keine Entwicklungen. Es gibt zwar eine automatische Entwicklung, aber die ist relativ langsam mit Schubs gemeint, darum ja, wir werden es sehen, wie das so wird. Jetzt legen wir mal los. Hat es eigentlich das letzte Update Fahrphysik geändert oder ist alles noch gleich? Ui. Es ist immer noch gleich. Es ist wirklich nur wegen dem Corner Cut, wo sie es geändert haben. Nice. So gestellt haben. Und dann noch das Force Feedback Zeug.
Ja, also das ist irgendwie schon 3-4 Tage vor dem Update gekommen. Anscheinend. Okay. Ja, das wird. Oh, ich habe kein falsches Feedback. Ah, geil. Alter, die haben das gefixt, Mann, ich weiß es. Ja, schauen wir mal. Jetzt machen wir nachher einen Restart schon. Oh, super. Ich habe kein falsches Feedback. Ja, komm jetzt. Das ist auf der Geraden passiert, Mann. Ja, Kollege, wenn du leicht lenkst, bist du lenkt dir voll ein, Kollege. Ah, der Corner hat es wirklich verdrängt. Du hast gerade einen riesen Wide-Moment gehabt, bei völlig auf der Linie gewesen und eine Warning gar nicht. The Warning. For Warning. Warning. Ja, da ist noch viel mehr drin. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Shepard lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Joe, Bottas, Hulkenberg, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Ocon, Magnussen, Gasly, Sonoda, Sargent, Albon, De Vries, and the Rainmaster. And now it's time to head down to the track. A new season, then a Alter, clean ein paar slate. Gesichter sind auch echt verstörend. Der Alonso sieht hure weird aus einfach. Alonso sieht einfach etwa so 20 Jahre zu jung aus. Ja, wirklich. Realistisch und schön getreu im Original, der Vries 10 Stunden. Immerhin. Mhm. Ist doch Und, realistisch, das Game. Ich gescheide. Hast du es gesehen? Ganz am Anfang mein Name. Shepard, ja. Also Schiebs ist Nein, schon. nein. Nein. Gestanden ist etwas ganz anderes. Player 2. Ich habe es nicht geändert, ich muss dann nachher noch schauen. Aha. Ich bin jetzt als Kürzel bin ich Player 2. Ah. Was habe ich denn? Ist bei mir Castle gestanden oder Player One? Aber ich kann nicht Ja, weil ich habe jetzt gar nicht geachtet, im Fall, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir es einstellen konnten. Ja, du eben. nicht den Namen? Das hat man gar nicht können Namen- einstellen. Ja, normalerweise kannst du auch immer noch so eine Pose einstellen, das ist auch nicht cool. Mama, das habe ich können. Ja, ich nicht. Alter. Wobei. Also Stimmt, nicht, ich habe nur- nicht Siegespose, Ah, ja. sondern Pose, wenn du im Dings bist. Ja, anyway. Dann Ich haben wir hab schon Sound. Castle C. Ja. Kein Sound. Ich habe Sound. Jetzt habe ich Sound. Weil ich dem schon mal Drafts komplett verkauft. And it's lights out and away we go! Oh mein Gott. Da schon. Oh, okay, Turn 1 innen. Wie immer, wenn Ketz kommt gut. Irgendwann ist über die Anstände gefahren. Oh, Frontflügel weg. Du Stroll. Alter, der ist gerade flöten gegangen. What the fuck? Ich hab nicht wegen Frontflügel, dass es so viel schneller wird. Oder was? Ich bin immer langsam drin gedonnert. Du warst gerade weg gewesen. Alter, ich bin auf Harz gestartet. Ah, Unterbodenschaden. Alter, geht hure schnell kaputtes Zeug. What the fuck? Das Stück schnell. Ja, Simulation. Ja, und Dings, Damage Rate. Auch Simulation, jalla. Nein, wieso? Oh nein! Oh, Alter, was bremst die da so stark ab? Oh, jetzt ist mein ganz Frontflügel weg. Kollege, was machst du? What the fuck? Wie das Game buggt. Nein, wirklich. Heißt? Ja, der Tsunoda ist einfach so Sideway von mir gefahren. Also, er ist einfach von mir weggeslidet ein bisschen. Egal. Das ist ja eine neue Frontwing haben. Was ist der Perez so schnell, Alter? Racing Pace, hä? Ah, der Max wahrscheinlich, dann ist der Max in mich reingefahren. Der Max hat Damage, ja, so wie es aussieht, fährt hure langsam. Ja, irgendwann hat mich darum Gramm von hinten. Also ich habe auch ein bisschen früh bremst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, ich fahre alles gerade aus gerade. Geil, mit Harz kann ich es weiterfahren. Let's go. Gut. Was für ein Start. Also, nicht anders erwartet, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, es hat immer, wenn du von 10 startest gegen KI, Mann, das ist einfach
Schaden von Ja, aber Unterboden. irgendwie, also mein Unterboden hat es so schnell genommen, Mann. Ja, Also, ich hatte gesagt, macht Schadenrate nicht so viel. er ist nur leicht, er ist nur so leicht gelblich. Ah, okay. Da finde ich ehrlich gesagt auch nicht so prickelnd. Oh, 76 km/h. Ist das knapp gewesen? Jetzt hast du gemeint, er ist Strafe bekommen. Nein, aber es ist sehr close gewesen. Jemand, du bist auch in der Box, ja? Nein! Oh, es ist schon gemeint, ich warte, Mann. Ja, voll. Ja, Ham getan. In Jewish Hamilton. Look after these tyres now. You want to finish the race on this compound. Alter. Die Softs sind schon aus der Pits raus kalt geil zum Fahren. Ahead now, running medium tyres. Oh, eine Runde stören und du sagst mir jetzt so viel, dass der Persis Mediums ist. Ja, da kann ich nichts machen. Motten hat mich, das erste. Alonso. Alter, jetzt habe ich fucking Frontflügelschaden. Rot, oder was? Nein, orange. Ja, Sorry, also, das war jetzt voll zu dumm gewesen. Hamilton ist fast stehen geblieben. Ist er vorbei? Jein. Jetzt Ist schon okay, gerade, sagt der aber, Alonso. ja, aber für das Straight bin ich schon noch schnell, das ist etwas gut. Aber der kann natürlich auch eben. Orange Flügel. Voll. Brilliant. Nice move. Keep going. Jetzt bin ich sehr verwirrt gewesen, weil er hat mir gerade vor etwa 2 Runden die Anzeige gezeigt, dass meine Reifen am Arsch sind, und jetzt ist er noch einmal gekommen. Alter. Puncher. Nein, jetzt habe ich mich noch verschalten. Oh, ich vergab! Oh mein Gott. That looked bad. Are you alright? Voll der Snap Let me know you're gehabt. okay. What the fuck. Need to push for safety Also car meine light. Reifen sind, jetzt habe ich es richtig gesehen, aber ich glaube, so etwas in 40 ist gestanden hinten. Damn. Ja, er hat links, rechts so ausgeschert. Er Ja, ja. hat einfach Speed verloren wegen dem. Ich bin halt wieder langsam von links über. LOL! LOL! Oh! Alter, wie knapp! Ja, also vorhin auf der einen Straight habe ich ein bisschen Dingset. Habe ich ein bisschen Moving gemacht, aber nicht mit Absicht. So, also das wäre es mit dem einerseits katastrophal und andererseits doch noch guten Start in die Saison. Ich glaube, sie muss keinen Namen erwähnen, wer es betrifft. Das wäre es mit dieser Episode. Wir gehen im nächsten Rennen oder im nächsten Grand Prix, die nächste Episode, wie auch immer, gehen wir in Albert Park. Dann gehen wir auf Australien. Bin ich gespannt, wie es dort wird. Ist zwar auch nicht so extrem meine Strecke, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang, nachher kommt noch Baku, Alter, das kotzt mich erst wieder an. Nachher kommen dann so wieder ein bisschen die Strecken, wo ich auch besser fahren kann. Ja, sind wir da gespannt, wie es wird. Ich freue mich auch schon auf die nächste Episode, wenn alles verhält mit Force Feedback und Einstellung und alles drum und dran. Das wäre es auch mal gewesen mit dieser heutigen Episode. Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!